Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs Finest Battle Podcast. Mam Gilles, Mam Pitz, guten Morgen. Yo. Yo. Wie ist es? Oh ja. Mit Schmuddelig wieder. Gut Wieder? schmuddelig wieder. das scheint wieder das klassische Lützeburger Sommer, Spätsommer. Ja. Kannst du schon bald so. Das ist herrlich. Mais bon, ich bin vorher so gut wie gelaufen. Wir sind kurz vor dem Weekend. Was kann da schief gehen? Zumindest haut wenn wir abholen. Den Tag von Leute lauschen, also wahrscheinlich meint es. Das ist dann nicht cool. Mir das ist egal. Für uns ist es, glaube ich, Donnerstag. Voilà. Also das schon schlimm genug, dass es noch nicht Freitag ist. Ja, das ist den Donnerstag, das ist der überflüssigste Tag von der Woche. Ein bisschen schon. Du frisst schon Freitag, mit das Freitag ist trotzdem ein bisschen wäsch. Und du kannst aber schon versprungen. Du kannst aber auch schon bei einem gewissen Wort zurückblicken, also okay, schon aber schon mehr 100 Mal wie ich früher machen. Ja, das ist schon einzig Glücksgefühl, was Donnersches bringt, muss ich sagen. Das schon. Mais bon, dafür sind wir heute nicht heil. ich weiß nicht. Weißt du es dann? Die Frage stelle ich mal, okay, dass wir drei aufhängen. Ja, weißt du es dann? Ich weiß es, ja. Du weißt es. Ich weiß es. Wir haben noch gerade drüber geschwärzt gehabt, weißt du das nicht mehr? Boah, schön vergessen. Wir schwätzen heute so ein bisschen über internationale Musiklabeln, also Metal-Musiklabeln. Wir schwätzen über internationale Musik, so, voll innovativ, als hätte man das noch nicht gemäht. Nee, nie. Nee, sorry. Über Label schwätzen wir heute. Da ist ein großer, kleiner, wir kennen sie alle gut, viele nehmen sie bekannt, andere sind Männer bekannt. Der ganze Cope, wir haben ein bisschen da geguckt, gibt es noch ganz viele, die wir gut nicht kennen. Abseits von den kommerziellen Mainstream-Labeln, so nicht immer nach. Aber wir wollten ein bisschen durchgehen, ein bisschen drüber schwätzen, die guten Seiten, so wie auch die dunklen Seiten ein bisschen drüber. Ne? Natürlich sind wir noch keine Musikexperten, wir waren selber nie in einer Band, auch schon gut nicht in einem Label waren. Und dafür kennen wir ja auch nicht alles, was halt in Vorhänge geschützt hat. Absolut. Und dafür kann das als pure Blasphemie gesehen, was wir da so haben. Und es total ignorieren. Nehmen das für die PC. Wir sind keine professionellen Musiker und haben noch nicht mit so Situationen zu tun gehabt. Aber der will natürlich, und kann ich noch direkt am Voraus sagen, auch es gehen massig viel dabei sind, das ist klar. Nicht nur im Metal-Bereich, es gehen massig viel Record-Labels zu, aber dann zum Beispiel auch gemischte Sachen produzieren oder veröffentlichen, wie dann keine Ahnung, Pop-Rap, die können genauso gut eine Heavy-Metal-Band releasen. Wir wollten aber halt, wie den Herr Thiel es schon mitgedealt hat sich über die metallisch Labels ein bisschen gucken. Und ja, wie stehst du dann dazu, oder wie siehst du die ganze Sache mit Schwierigkeit von einer Band, die, ich gebe ein Beispiel, eine Band, die jetzt schon 10 Jahre gibt, hat auch schon ein paar eigene Sachen released, also kriegt einen Deal von einem Record-Label, den dann auch mal noch nicht so klein, also vielleicht auch schon eine gewisse Nummer, so dein nächster Gedanke, na wahrscheinlich der Band hier nächste Gedanke wäre, wow geil, wir mussten das direkt unholen, gell? Ja. Und da als bei ganz vielen Namen gehen natürlich leider auch mit dem ganz großen Wort Kommerz verbunden, wo dann auch direkt viele Leute entweder total aufschreckt, weil sie wissen, dass die Musik nämlich das, was Künstler vielleicht wollte man, oder andere können sich darüber freuen. Ja, absolut. Weil dann hörst du vielleicht auch eins dementsprechend besser Soundqualität, wenn die Stadt vielleicht echt ausspricht oder so. Ne? Ja, für uns musst du eng finanziell verschmengen. Wenn du alles als eigener Tasche bezielst, klar, das geht auch da ja. Und sind wir mal ehrlich, an der Musikindustrie, wenn du zum am Metal-Bereich hast, du hast kein. Du verdienst dich nicht dumm und dämlich. Natürlich die Bands wie, keine Ahnung, wie Metallica, Iron Maiden oder so, die schon 1000 Jahre dabei sind, gell? Die haben hier ganz Karriere verbrüht und profitieren lo an ihrer späten Jahren.
von dem was ihr ganz kar lang gemäht und das nicht dass der Hallo 2 Album release und dann sprach nie mehr man vergisst ja, direkt meine Bands für die können sowieso machen was sie wollen ja. die Hunde Rufgeld in der kannst du nämlich wirklich schlecht machen bei Metallica man das schon seit Jahrzehnten man sich selber schlecht mit das in einer Geschichte ja du war du ging nach eng jet einer die sind beiziele mehr schmengen Record Deal kann ein ganz gut sehr sinn ja ich mein, viel streben dat ja auch nicht verreen ich mein los ein underground Black Metal Band vor aus dem Keller von Schwestensv die silo net unbedingt scharf um der größere Record Deal ne? Die sichern sich abs Klanges wo sie unabhängig können sinn den Independent Label wo sie auch können machen was sie wollen und net viel Interviews also Sache muss gehen längseriert ne bis net viel gebunden sind und sagen ne eng Band die will echt vor kommen die friedlich natürlich darüber ne ja da das vor Bands wo gewissen Kommerz oder es Sellout dann ustreben natürlich an wann de Gelegenheit hun wei schmengen mir kennen alle gut nuklear blas das Fleisch den christen Metal Label das definitiv den bekanntesten nicht kann tun ich mein, das definitiv voilà. Wann du dann du effektive ein Deal kris ja ich mengen du west dass den Musik wird gelauscht gehen geil da tust du bei anderen Labels zum Beispiel eher Manner me wie als auch dat last Jahr an dat Jahr für drohen gewiesen hat sie auch viel Leute wie du gerade gesucht hast geil entweder sie bleiben underground oder sie machen het kar immer selber an enger Zeit wie haut kann der doch funktionieren eben da ja, wir gesehen ja. Wir hatten für du schon noch ein bisschen geschwert abgeholt hast mir hun die kanadische Band Spiritbox erwähnt ja der wirklich lang ich will so selber release mit zum großen Teil selbstständig sind an lang Zeit und engem Deal gewerkelt an ich meine wir scheren hun dass sie am gange wären eng Deals schaffen und das eventuell ein Album könnt wie ich gesehen hun wen sie erschrieben wird also ich war ein bisschen erstaunt weil ich mal mehr wie sicher war dass keine Ahnung, so Century Media oder so inhabs großes so wert in der Dach holen weil ja, so ein bisschen ja. Rising Stars im Moment sind an der extreme Metal Welt dat verkundete Fall an do wo silo sinn Rise Records du hast auch nicht alles lo weißt du, so das ja, ist ziemlich underground gell? Das das stimmt schon ja nee. Vielleicht gerade so cool ich fand das gut aber dann noch was vielleicht auch ein guter Move von dem Label weißt du echt mal sind sie sich wahrscheinlich finanziell sowie auch organisatorisch gut gehen mit den Konditionen an wann du so eng Band hast wie sie wo du wirklich von eng mir op der dann hat bumm weißt du so ultra berühmt gesehen an ich fand so Sellout Status hun aber wirklich so okay die du machen App es wat nicht kannst du ganz viel Leid vielleicht auch und dingen andere Bands wo dann den Rooster hörst interessieren gell? Ja ich, sogar ein Record-Label klassisch Fans sammeln gar nicht Band da das manchmal Fakt wo oft vergisst geht gell? Und ich mein, so bis mir kleine Label wie sie kann durch ein Band wie Spiritbox groß Aufmerksamkeit kreieren an dementsprechend auch andere Bands für sich gewonnen ja, absolut da besteht manchmal sogar kein Zweifel du nicht wirklich was nach alles dem Dropper ich mein, sie ganz viel okay Metalcore ist schon Drop zum gewissen Deal alternative Sachen aber auch ganz viel Underground Bands wo du sehen sorry wann du knatschen ist in den Schokolade ist mir ganz egal gut geschlemmt schon eine professionelle kannst du Schokolade essen da kann ich dir Richard Box und gesagt sowieso okay sei ne das muss ja dick bequem sehen absolut ich muss mich immer schuld gehe ich muss einen Arsch wir machen das immer über wir machen das gewöhnlich immer über Discord ich kann nicht ein Pyjama mich wie vom Dude setzen das geht ja auch nicht der nächste den ich Kostüm her
oder können wir vielleicht wo man kein Silvester falsch machen. das ist so ein bisschen traurig wenn du in den Raum sitzt beim Kostüm und ich hänge man dann mal so FaceTime gell so nee das mir holen das schon auch von der Logonen so rüber können mehr Ja, ich meine, das sind gleich auch so. ja mittlerweile Wir sind wie wir sind. Wir machen es 10, aber wir machen so bei der Weiß. ja nee, ja kommen wir zurück zu den Labels bist du dann nur just Punkto ich Meinung hast du ein favorite Label wo du siehst ich gehe gerne hin zurück ich gehe gerne durch Sache sicher weil du viel Bands sind wo ich lauscht drin oder wo ich keine andere Sache fanden wo mich interessiert Ich bin darüber eine schnell kurz Antwort nee. Für wann mich nur für 15 Jahre oder so gefreut das habe ich gesagt ja Nuclear Blast hat der ganze Scheiß überhaupt ne? Weil ich auch dem Moment größtenteils just die Bands konnten darüber erstens mal ne? Aber Haut lauscht ich meine, so viel du lauscht alles wie extrem viel Verschiedenes ne? Und diese Kirche verdelt über sämtliche Labeln ne? Ja. Asper dat am Endeffekt ziemlich egal ne? Wann nur eng Band Label wieselt op Nuclear Blast zum Beispiel die bekanntesten ass ass auch mittlerweile bis mat verbunden mat gucke wat so enttäuschend ja enttäuscht bisschen August ich verstehe was du meinst bist Ehrfurcht ja. Ehrfurcht op Pferden so dat net von Repertoire das genau dat wat ich soll ich hat so zum Beispiel im Moment an Sinn positiv überrascht die kann ich net so mir einfach nicht geändert mir dat kann besinn wat ich über lang Dauer bemerkbar mischt schwngen Alzest waren 4 net bei Nuclear Blast ja. Die sind lo bei Nuclear Blast an waren viel Leute direkt offendet oder verschiedene offendet wie egal wer dat war net so gut kom aus dem pardon, aus dem einfachen Grund so sie bei Nuclear Blast klingt nach immer wie alles hast gell? Ja ich fand den letzten Album gut so Holz leck mir Frecke ja gut sie gut nasgin haut bei dem Scheiß wieder bon. Ja ich fand noch dass die letzten Album aus vielleicht könnte net in die Echtron Männer aber bei weitem bei weitem besser wie einer Sache von hinnen kannst drüber streiten ich fand immer schwer dass Leute dann direkt das fand du bist faul werden guck ich von denen Domuls größte Skandalen an Anführungszeichen wo die Moborgia op Nuclear Blast gewürselt hun dat war ja den hohen 3000 wo waren sie schon mal dat wahrscheinlich norwegischen das mir undergrund leben ich weiß wirklich gött mir ab Album 2 ab du schon waren sie so fred okay dat ja, mich spät okay das war ja ich fri so die Moborgia und den Black Metal zersteiert ja weil so kommerziell Label gehen und du durch auch noch den Black Metal kommerziell machen was ja okay wollt okay fallen ja aber du musst dann noch der Band gerecht gehen also wann sie nicht gemäht hätten so gehören zu matt denen nicht vielleicht nicht lo das definitiv net de Black Metal wie mehrere lo am leefsten Fleisch gehört definitiv zum Extreme Metal also die ganz spacht méi interessant gebet viel Leid wo neicht können mat klassischen Black Metal aufhängen klar aber du hast doch Cradle of Filth kannst auch so ich meine die sind auch mittlerweile bei Nuclear Blast so wie ganz viel Ufangs war du Nuclear Blast guckst war dat Ufang ganz viel Zentraleuropa echter Heavy Metal an ganz viel Death Metal aus der schwedischer 10 schmengen all die großen Schweden sind all bei Nuclear Blast alle Goethe dat lange dass net gut sind ich kann aber mittlerweile auch verstohlen noch hat wenn ihnen eine Diskussion iwwer halt so mi kleng underground
Labels wo wirklich ich will jetzt so eine minimalen Rooster hun mir wo einfach so okay mir wieder du könne man nicht wollen weil wir wollen echtens mal Bands nicht zu viel in der Druck setzen wir wollen aber auch ein gewisse konstant tun an denen Sache wo man hun das heißt du weißt ganz genau ich so einfach ein Beispiel wie Prophecy Productions zum Beispiel sie hun aber schon e gewissen vor dem Raude vor dem wo sich durch Genre von den Bands wo du spielen bemerkbar machen ne? Ich fand das schon alles ziemlich schwarz ziemlich folk orientiert an ich mengen wann du von mehr ist das schon passiert wie du gehst dann auf die Website gucken aber geht nichts du also ich kann die du nicht du weißt was du kriegst wann du auf einem Label Bass wo klein genug als an independent genug als für dich selbste Genre irgendwie zu vertreten von wegen Label hast du gespart gehabt Prophecy Productions okay okay. Ja, also die Junior wirklich denk nicht mal. Natürlich Black Metal ja absolut an aber verschiedene Genres verschiedene Atmosphäre verschiedene verschiedene Richtungen wo sich aber irgendwie all an den Dippen wo gingen an den Dippe passen das stimmt schon ja also ich meine sie hun da auch emol das wissen dat das lächt nach war die hier auch carrément hier egent Festival Prophecy Fest wo hier Belver Höhle ich weiß nämlich genau das irgendwo am Nordrhein-Westfalen ziemlich nur in Dortmund okay. An enger Höhle Festival hun wo praktisch ist Leute vom Label spielen ich mein, cool. Balverhöhle so hecht genau okay. Und ich mein, das seit 2015 das plus noch nicht so alt mit das mensch auch von den ähnliche wo lo weißt wo ein Label kann immer just ein Label ein Festival mischt bon wann du ein Ticket hältst und du gehst hin da weißt du genau was lebt gell? Ja du kriegst keine Überraschungen cool. Also du weißt was du lebst wenn du dann guckst wen du spielst dann weißt du okay das 90% von dem was du spielst oder was sonst von 90% das ähnlich ja das, meine, das ist schon nicht schlimm nee, das, du siehst halt wahrscheinlich auch gerade den Moment von Stina gehst ja absolut und wie zum Beispiel wundert mich persönlich dass das Plattenlabel wie Nuclear Blast oder sogar Seasons of Mist für am meisten französisch Bands ändert sich so, weil du französische Label hast dass du nach kein natürlich sie sind überall Features dabei hechte sie organisieren matt oft das nie immer just von hinten froh mich das nicht andere schon so ein bisschen wie Großsache gestartet und ja Seasons of Mist ist auch wirklich ein Label wo ich momentan immens interessant fand ja das ist auch Spaß ja ziemlich ja das meine das Deals ja ich meine meistens Black auch viel Death was dabei aber ja bei das geht schon echt an die Richtung definitiv ja an aber me ich meine was du guckst mir hat noch verdunde gesagt so die wie die echt wirklich die Heavy Metal Bands bekannt gesehen wat gouf du vor Record Labels gut gouf Virgin gouf nach gouf Amy gouf wie Jahr nach schon Sony huet och so gut geil Sony stimmt oft vergis ja war auch all drin wenn den Haters geil so ja Sony als ultrakommerz so ja okay dat okay weißt du, voilà, okay si viel Leute die dann besonders bespielen ich kann net wirklich verstohlen ich mengen so lang Musik die dabei rauskommt nach immer gut aus oder hab sich das hat Band wollt ja dann ist schon egal ich meine das ist schon es kann schwer sehen wannst du lo als Ding allgemeine Rhythmus du rauskraft sonst so ein Bandpass für 4 oder 5 Mitglieder an du kriegst effektiv so einen Deal und dann ist jetzt so okay wir publishen den Album wir bezahlen high die keine gewisse Budget mehr der muss touren und der muss dort touren wo mir ich will nicht so viel schreiben mehr du kriegst jetzt schon irgendwie an der Schulsklet okay du hast allein du hin zu gehen ja. weil das keine Sinn dass du gegen Sache verstehst wie gesagt wir kennen also du noch nicht 100% aus mehr
ich mein, mir aber auch schon genug gelesen an hey für zu wissen dass nicht immer alles rose ist wie du siehst gell? Nee, absolut gut nicht. Und ich meine, ja, wir wissen gut nicht, wir können das gut vorstellen, aber ich meine, die Musikbusiness ist eigentlich von den krassesten. Das ist überhaupt. undankbar. Wahrscheinlich. Ja, absolut. Ich meine, Obwohl- das, was im Endeffekt verdient, also wirklich, egal ob es eine Mainstream-Band ist oder nicht, ich meine, das ist dann dem Moment noch egal. Aber das ist wirklich krass, wie für großen Teil sich alle Label hält. Aber wie viel, ich meine, du kriegst auch überall einen gewissen Richtlinien gesagt. So und so sollst du dich präsentieren. Das soll ein bisschen dein Image sein, was du repräsentierst. Ja. Du spielst do und do, wie es viel gesagt ist, da Touren organisiert, gehen noch mit anderen Bands von dem Label, ne? Da musst du Interview gehen, du musst heim machen, du musst du machen, und dann musst du vielleicht als Band auch nicht immer Bock drüber, du willst weg für dich ziehen, oder du hast den Druck nicht gewusst, ne? Ja, ich kann mir Aber sicher. musst nicht machen, weil sonst fliegst du raus, ne? Zum Beispiel ist eine junge Band, die du im Label hast, ne? Ja, das wie du siehst, du hast den Druck nicht gewusst, das kann ich mal feststellen, dass du viel Leute rund zu kämpfen und weil okay, das ist undankbar, ist noch lange nicht das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Band spielt nicht live für Suen zu verdienen, es geht darum, viel live zu spielen, für die Feeling zu haben, für eben mit den Fans. Aber sie wissen ganz genau, dass eine Tour verdienst du nicht. Das Einzige, was du vielleicht pur so verdienst, also Dinger Merch. Ja. Also gut, das geht teilweise von den Record-Labels schon dominiert. Ich meine, heute ist natürlich ganz modern. Wir hatten für eine Episode gemacht, die war Band-Merch. Und das passt am Anfang auch indirekt ran. Für noch nicht allzu langer Zeit, es kaufen just schwarz Vinylen. Punkt. Ja. Guck mal, das ist schon mal ein Fashion-Statement, geil. Was für ein Farb Vinyl, das der Gruß, geil. Ich fand das aber auch cool. Das, natürlich, das ist mega. Du kannst das wählen. fancy. Das fancy so, mir die du gefällt man nicht. Du hast, du gesagt, du ein Flamme oder keine Ahnung was. Ja, das ist mega. Den ganzen Prozess, wo du handelst und den ganzen Marketing ist ja sich genial. Aber dann hast du dann, ich weiß nicht so, schon noch gerne einfach ein Vinyl, wo per schwarz ist, wo klassisch Ja, ist. natürlich. Mir das mischt halt kein mehr. Oh, sagte Chris, das war... Ja, okay, wenn den du bei wem du käfst. Ja, effektiv. Nee, du immer deren Sachen. du hast ja schon gesagt, bei wem du drin käfst. Und du hast Ja. schon drin, weißt du, dann hast du den Record-Deal mit dem und dem, ist solo, gewissen Beispiel, das dir von mir persönlich aufgefallen ist, war Amen Razi oder mittlerweile bei Relapse, oder zumindest zum Deal, also nur noch Merch und so drüber laufen, so. Ich weiß nicht, wie viele Versionen und Vinylen das gibt, wo vielleicht mikroskopisch klingt Dingens anders das wie ob der europäische Version. Weißt du, oder was sonst was hast du Freya? Du hast eine normale Version an aus irgendwelchen Gründen eine japanische Version. Ja, ganz viele Bands. Ja, ganz oft, ja. Weil weil Labels da hannen einfach anders funktioniert hun. Melo Schabal kannst du das Schabal erwarten, dass wann ein neuen Album von irgendeiner Band X herauskennt, dass du 20 verschiedene Versionen hast, du hast 20 verschiedene Farben von Vinylen, du hast 1 Million Merch-Items. Ich meine, dann guckst du, hey, als du letzte Woche erzählen, weißt du, wir kennen von denen Sachen, und die Jungen müssen alles selber finanzieren, teilweise aus ihrer eigenen Tasche, wie wir auch mit den Jungen von Miles to Perdition schon drüber geschwärzt haben, so. Weißt du, dann, du weißt ja ganz klar, dass kein das möchte für den Fame oder zu, mehr einfach für live zu spielen, weißt du, da das ein bisschen schwierig, dann, wenn du die strikten, sag ich mal, die Diät von einem Record-Deal muss Ja. followen, gell? Ja. Ich kann mir feststellen, dass auch viele Bands, die also negegangen sind oder wo nicht geklappt hat, waren schätzen nicht zu 90% auch oft wenn den Deal zu handen drauf waren, und das kann dich ja intern Futti rappen, gell? Definitiv, ja. Me ja. Kannst du nicht
zum Beispiel dann also ich meine nicht dass mir hun sicher kein Metal Label halt zu Lützeburg mit sind aber viel zu klein dafür auch von als 10 Schätzen Dach ich mein, hat gesagt den Linz am ich wissen ob hier Metalbands wird dat we ich net Winged Skull genannt okay Label ich mein, doch du war doch wie so gehecht die ich wollte gerade so wie ist die ultra bekannt Punkband drin ist bekannt ich mein, ich ging auf den Nimm kommen Extinct nee Toxcap och mir nee die waren nämlich März abkommen hungen so okay Redrehung am Hollywood an der Stadt überhaupt Shoutout zu Hollywood nicht vergessen man schon dabei sind keine Ahnung ich weiß nicht vielleicht haltet man ja ran ja effektiv jetzt Skull war du ich meine das nicht wirklich den enschen Bonusmänglisch wo viel von denen aktuellen Metalbands hun wann es kann als Bonus nennen als so Sachen gehen wann sie dich als auch vom Minister der Kultur gern unterstützt war auch nicht mehr wie normal fallen und ja schnell fertig muss das voll man muss wirklich gucken dass du nach recht wie ausländisch Kontakte christ ich meine Skat dat ein bisschen gepackt gehabt die so schwerste wie sie mit doch echt immer Seasons of Mist zu den ja das so parallel in Englisch ja ich meine für sie aus dat ich meine sie macht die einzig wo los so weit brot tun wie irgendwelch einer Band am Land kannst du schon bald so schon Mengen ja und mehr vielleicht dass du draußen ein Band wo seht mehr können dat besser man Gottes Willen geht dir tun wenn wir brauchen Metalband beweist wir brauchen für allem letzte Woche Black Metal Bands wenn mir 100 nicht genug definitiv ja, gesperrt ja. Absolut nicht ich meine bisschen groß Black Metal Fans you don't say die meisten sind entweder schon abgelesen wo ich aber auch miss lachen ganz ehrlich das war wie man den Interview der schriftlichen Interview mit Aeolian oder der spanischer Melodic Death Metal Band hatten hat es sie auch gefragt ob sie jedenfalls Lützeburg Bands kennen und dort effektiv von einer Lützeburger Black Metal Band geschwärzt wo hier durch irgendwie Kant wurde oder wüsste nur hören wird auch noch nie hören also fand dann nur oder selbst das klingt schon typisch Lützeburg cool ja ich fand schon es wäre auch witzig wenn man den Lützeburg Black Metal Band gegen die Lützeburg singt why not ja das wäre nice das wäre nice mir sie viel zu schlecht dafür mir wurde das ganz okay am Black Metal von das ist ganz okay ich meine das ja Produktion den braucht man auch nicht ja braucht kein Mensch Record Label wir braucht das schon das alles was der Black Metal nie wollt machen weißt du genau so in der Garage produziert ja das nach ein Beispiel was die ganze Bewegung du wollt machen du hast gesagt kein Interviewen kein Shootings en masse ich meine mehr Shootings gemäht und den zwei Dinger wie Munsch noch welche Black Metal Bands aus der 90er gell ziemlich ja doch modernen Bands ich meine, viele sind so underground da will underground bleiben gell die findest du nicht an einem Metal Ham oder einem Walkout gell das ist scheißegal ja weil es geht nicht darum gell geht nicht darum es geht um Musik ja aber also ich meine ganz viel es gibt sicher noch massig viel über Record Labels zu schwätzen am Hühner schon mehr über eine Sache geschwärzt wie das eigentlich sollte wen der gewinnt das wen der Teil gewinnt das ja vielleicht wisst ihr dabei ein bisschen mehr über Lützeburg Record Deals oder Record Labels mehr man als probieren noch Sachen herauszufinden das ist natürlich nicht easy mehr wann das fand kann das auch gerne bei so Kommentare schreiben ja oder so, ne? Ja oder einfach irgendetwas schreiben so I love you
Ja oder feg Dich oder so. hat endlich op dem Mat das ist Rifer Kill yourself. dat gëtt schü am méi Grinn fir weiter zu machen ne? Genau. Und, ja ich ging so dat war doch schon im Hai von eiser seit schon op fast nicht mit dem Herzen du Ja, Bob, hast du dann noch irgendwie ein Label, wirst du vielleicht favoriséiert oder Label Label. mich das nicht Labels Ah, das war es, stimmt. keine Ahnung also mehr fällt schwer Label zu soen aus dem einfache Grund eben wie du schon du gesucht hast ich schlag schon so queech durch de Gard geil das nicht ich kann just Dach okay ich kann Label erwähnen wo ich muss so hätte ich die Label vielleicht nicht entdeckt dann hätte ich mich nicht so zu der Zeit am Power Metal verloren an hat auch vielleicht viel Bands nicht fand wo mich dazu motiviert tun für nach einer Sachen zu lernen mit der immer Menge metallischer Evolution zu den sonst muss sagen das dann ich meine das auch ein deutschen Record hecht Limp oder Limp Record okay. Englisch Symbol als ultra witzig okay. Symbol als so a göllener Schrift dann ich mich richtig erinnern Limp und dann der kleinen Record und im drüber steht so ein Cartoonfigur von engem wo so ein Handy am Grab hat geil okay das ist so lusch und dann weil ich darauf kommen sind als Rhapsody Demos waren bei Limp Records ja wie ich Rhapsody entdeckt und war so, oh, ich muss mehr so Bands fanden wo fand den so etwas an ganz erinnern verschiedene CDen zu der Zeit nach wusste ja abgemäht an ersten also klingt Zierdelchen dabei ja dat war jo am Anfang zu der Zeit Eisen Wikipedia an als dat sie Bands die du drop sind an dat sie so ähnlich Bands wie dat vielleicht war ich grad laus drin ja dat war so 50-50 Chance dass da gefallen ja, dat war dat war genau dat wat mir mat Limp geschieht das okay so Bands wie tun ich entdeckte Wizard Concerto Moon eng chinesisch Heavy Metal Band weißt du so okay. So schon verschiedene nice Sache geil und schon du effektiv lang immer verbrucht du zu schnuffeln du nur was man dat ein bisschen so war mir egal mir schon nämlich op der Record abgepasst einfach hat geguckt was ich gerne hat und natürlich mal im Internet brauchst du dat auch nämlich zu machen geil ja ist, ja dat war so Menge wo du sest wo ich mich gut kann du noch erinnern wo ich bisschen abs verbunden dat wäre dann effektiv den okay an lo ja schwer zu so ich mein, du auch viel guter ne ja an schlecht sie Nuclear Blast so ich mein Nuclear Blast wurde pur verdammt für die geilste Band sie überhaupt ne ich mein das sie raus so geil ich mein das ja. Nuclear Blast das keine Ahnung Metal Blade ja Century Media schon so Season of Mist Napalm Records die sind auch extrem gewesen in den letzten Jahren geil. Absolut ja und immer mehr zieht du hin auch zum Beispiel von Nuclear Blast fort an schon mal schwer weit dass es auch kann gehen lo am Sinn von wo zu engem so Record War wo den anderen Band so hin an hier geheit oder immer méi bessere Sache biet an ha do wo irgendwann ein Kind Musik bis an den Hintergrund gestaltet da wo just so ja kann alles passieren muss natürlich net das net onmeiglich das sind unmöglich ja aber soviel do zo miss du dann ja merci für null ausstellen dat waren all schon abrupt opgehalen muss méi abrupt op an ugefahren hergehen okay ciao ich muss fort Adi nee allez ciao bis geschwind ha absolut a wuch tschüss